Zurück beim Spähposten hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom und aus irgendeinem Grund ist wieder plötzlich hier unten. Warum das? Ich habe verliere jedes Gefühl für Zeit. Da habe ich in Unruhenstadt gelebt und dachte, ich hätte mich an das Leben ohne Sonne gewöhnt. Tja, falsch gedacht. Mhm. Dafür den Kampf mit Monstern verbessern könnte. Waffen stärken vielleicht? Füge deinem Schwert ein Schild hinzu und du kannst mit dem Schwert Angriffe blocken. Wenn wir wie Lanzen oder Zweihänder benutzt, hat man ja leider keine Hand für ein Schild frei. Eine gar keine doofe Idee. Gar keine doofe Idee, Bila. Respekt. So, wir haben ein paar Dinge noch zu tun, wenn ich wieder sein soll. Und zwar zum einen ist es hier so, dass ein Typ hier vorne seine Pferdchen vermisst. Und zum anderen will ich endlich mal diese scheiß Monsterwehr finden, die eigentlich rumgammeln soll. Das irritiert mich ein bisschen. Ja, meinte, oh, Pünktchen einfach auf und davon, Mann. Ja, du hast mir gehört, war ja, ich sage noch ein Pünktchen. Ah, Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen. Weil er recht ängstlich ist, ist er bestimmt nicht weit weggelaufen. Ja, er ist in der Umgebung. Man kennt es von seinem seidigen, weichen, hellbeigen Fell. Mit grauen Tupfen. Ja, ist doch geil, Mann, wenn du ein bisschen höher klettern könntest. Ich kann euch beruhigen, Freunde. Ich habe offscreen bereits ein bisschen geguckt, wo er sein könnte, weil er gemeint hat, er ist in der Nähe. Und hier mal auch ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und ja, ich habe ihn gefunden. Ich nehme trotzdem Puno mit, wegen der Monster, wie bereits erwähnt. Schon mal einen Stern am Fuß Zwillingsberge besucht, Mann. Mhm. Nein, noch nicht, aber muss ich eh bald hin. Weil dort müsste die letzte Fee noch sein. So. Die Monsterwehr habe ich nämlich auch schon gefunden, dazu kommen wir gleich. Erstmal kümmern wir mich um Pünktchen, denn das Vieh ist hier drüben. Pferd. Pferd. Du bist Pferd, du bist Pferd. Also. Natürlich anschleichen, ne, wie gewohnt. Ich meine, es ist ja relativ offensichtlich, weil das einzige Pferd in der Gruppe ist, das irgendwie auf die Beschreibung zutrifft. Sag mal, Leute, habt ihr es jetzt erschreckt oder was? Ja, ist das Einzige, was auf die Beschreibung zutrifft. Es galoppiert nicht mit der Herde mit quasi, es ist für sich alleine stehend. Und eine Monsterfestung war. So. Ganz ruhig, ganz langsam anschleichen. Könnt auch einen Schleichtrank nehmen, aber nö. Wozu? Klappt auch so, Freunde. Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. So. Bring dich mal zurück. Zu deinem Herrchen. Du sollst dich beruhigen. Doch, doch, doch. Komm zurück in den Zwinger, mein Freund. Ist immer cool, dass hier so viele Gerudo-Krieger rumstehen. Warum schwebt sie? Wer weiß. Oh, Pünktchen, einfach auf und davon. Pünktchen, du bist es wirklich, hast du Hunger? Oh, Pünktchen, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich stehe in deiner Schuld, Mann. Das ist nicht viel, aber ein kleines Dankeschön dafür. 50. Naja. Nehme ich mal so. Ich kann das Pünktchen nicht verdenken, dass es wieder frei sein wollte. Und ich hab dich immer... war immer schlecht zu dir. Es ist ein Lebewohl zu sagen. Das ist eine Spurkarotte, Mann. Mhm. Wobei, also Wähler, Freunde, ich habe gar nichts dagegen, Pünktchen mitzunehmen. Ey, Mann, wo ist mein Pferd? Also Pferd registrieren? Ja. Vielen Dank.
aber mach ich mir nicht die geringsten Sorgen. Und somit ist es so gleich als ein Besitzer registrieren, war? 20 Rubine? Kein Ding. Das ist ein Startpunkt gut geschrieben. Dankeschön. Treuepreis. Sehr schön, Link. Neuen Namen. Nee, komm, ich gebe mir auch Pünktchen. Pünktchen ist gut. Der Name gefällt mir. Ja. Nee, ich gebe sie gerne ab. Dann ist er wieder bei ihm, dann ist er wieder froh drum. Gut, soviel dazu. Dann haben wir die Quest erledigt. Um den Biberrock kümmere ich mich später. In eine Sidequest mit der Monstersammlung und so. Jetzt gebe ich erstmal so Monsterwehr. Die müsste irgendwo da vorne sein. Ich glaube, irgendwo da vorne habe ich sie offscreen mal entdeckt gehabt. Was ich offscreen gemacht hatte, war, ich bin zu unserem Haus gegangen und wollte nochmal gucken. Also ich habe ein bisschen experimentiert mit neuen Modulen und so, was man vielleicht mit einer Treppe und mehr Zimmer und so machen könnte. Es sah eigentlich echt geil aus, was ich da fabriziert hatte. Wieso was? Ich kann es ganz kurz mal zeigen, weil ich es noch irgendwo haben im Album. Hier. Man sieht natürlich jetzt von außen nicht so viel, man sieht jetzt auch nicht, was ich überhaupt drin habe. Und auf den ersten Blick sieht es ein bisschen creepy aus. Es sind, glaube ich, auch 14 Module verbaut. Das 15 ist eh das Maximum. Das will ich dann irgendwann in naher Zukunft mal wieder ja, machen. Also so umsetzen. Mit ein, zwei Dinge noch ein bisschen ändern und so. Und ja, gucken mal, wa? So. Wenn ich das jetzt falsch reite, wäre dann ein bisschen doof. So, ich habe die Monster irgendwo hier unten entdeckt gehabt. Ah, da vorne ist sie ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie jetzt wirklich die ganze Zeit... Sag mal, ey Bruno, was ist los mit dir? Weil hier ein Stein... Okay. Ich frage nicht. Ich diskutiere gar nicht mit einem Pferd. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Monsterwehr erst jetzt hier entdeckt habe. Die müsste eigentlich schon viel länger hier sein, aber hey. Hey Holm, was geht ab? Ah, Wetter Link. Kennt ihr mich noch? Ich bin Truppenführer Holm. Hm? Holm der Holm. Es scheint Schicksal zu sein. Bitte helft uns in unserem Kampf. Jo, tun wir. Kann man ganz kurz noch mein Inventar checken. Da ist die schwächere Waffe. Okay, das geht. Hier ein paar Schilder. Da kann man vielleicht auch mal was anderes ausrüsten. Und zwar Schildblock plus 3 drauf. Anstecht, hier die Bögen, genug Pfeile, alles klar. Echt? Das Ding ist es nur? Ich könnte wohl irgendwie da in etwas Großes. Ups, zu weit gefeuert. Gehen wir erstmal in die Großen. Hört die Alter gar nichts mehr aus. Oh, ein Schild. Na? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Was zum... Für Hyrule zum Sieg! Ja? Willst du? Also, warte mal. Machen wir es anders, komm.
Der hat ein Ritterschild. Die sind zwar gar nicht so schlecht bewaffnet, krass. Danke für eure Heldentat. Wer Link würde ihr auch bitte zu mir geben. Okay, eigentlich war der Kampf von mir echt schlecht, muss man zugeben. Der Funkefurcht war zwar nicht schlecht, das hätte irgendwie anders machen können. Aber irgendwie, weiß auch nicht, den Rückwärtssprung und so, das eine Mal, wo es gar nicht funktioniert hat, naja. Stärker prächtiger als alle anderen. Sieht mal eher gewöhnlich aus, so im Verhältnis betrachtet, fast wie unsere. Ich habe so eine Sonarwaffe, hallo? Abgesehen davon, das Masterschwert, das ist kaputt. Das ist so. Mann, du bist ein Arsch, also musst mich daran erinnern, dass mein Masterschwert kaputt ist. Dass ihre wahre Macht nur dem zeigt, dass er der Führer erkoren ist. Naja. Das lohnt sich ja. Dies gehört zur Bord, die den Kämpfen der Monsterwehr zusteht. Bitte sehr. Wenn schon bald zwar Tenofest und eine Klude aufbrechen, südöstlich von hier. Göttin Hylia! Sie lebe hoch! Geschafft. Okay, dann war das jetzt aber quasi das mit der Ebene und jetzt gibt es die Monsterwehr nachher quasi pro Gebiet. Oder pro Region, besser gesagt. Ja gut, ich habe 2 Schildslots, also von dem her wirklich was Schlechtes. Oh, das Ding war auch weniger. Reiseschwert, Bock im Herz, Schwarzbock im Horn, dankeschön. Eisenholzstock. Immerhin eine 14er Stärke und es ist ja auch aus Holz, das kann man immer gut gebrauchen. Denke ich mir jetzt einfach mal. Soldatenschwert ist halt auch zerfressen, wa? Warum Soldatenschwerter sind nur die 6, die mit der 6er Base Power. Habe ich gerade so viel. Irgendwas Besonderes hier eigentlich nicht, wa? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas Besonderes drin ist. Vielleicht ein paar Pfeiler. Ein Pfeil. Ich meine, ganz ehrlich, wer packt einen einzigen Pfeil so eine Holzkiste rein? Wenn man fragen darf. Na egal. Also, das hätten wir gemacht. Bringen eine Clue der Frieden. Genau, das ist der nächste Teil. Weil er gesagt hat, er geht dorthin. Das passt eh, weil nachdem wir im Untergrund dann soweit fertig sind, wir sowieso dorthin. Da müssen auch wieder weitere Stellen und so sein. Also, es geht alles auf. Gehen wir uns mal darum nach, wie wir Statue. Den, was ich ja damals fotografiert hatte, war ja ein Ivarok, kein Bivarok, wohlgemerkt. Hier ist ja gemäß Karte ein. Was ist denn eigentlich hier für Monster gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist ein Inox? Was ein Leune? Ein Leune hier auf großem, weitem Feld bezahlt doch irgendwie. Das war, glaube ich, so eine Monstergruppe, oder? Nicht den Blau. Ja, doch ein Hinox mit ein paar Goblins oder so. Creepy. Fall ist nichts mehr da. Vielleicht hat er den ursprünglich mal gemacht wegen der Monsterwehr. Dass quasi weiß, hey, südöstlich da müsste irgendwas sein. Und da war halt doch nichts. Was ich gerade sehe, ist zum einen kämpft da drüben jemand. Das sehe ich auch. Gerettet, Mann. Ausdauer Wildgemüse. Dankeschön. Hier müsste ein Schatz sein, wa?
Einer von Ramdas Schätzen. Das heißt, hier ist eine der Höhlen. Jetzt müsste hier irgendwo ein Höhleneingang sein. Ja, hier ist einer. Okay. Ah, krass, den Brunnen hören wir sogar. Ja, ich glaube, das mit den Schätzen... muss mal gucken, vielleicht mache ich mal so Spezialfolgen, wo ich die alle in eine reinpacke. Ich denke mal, es sind überall halt so Höhlen, wa? Aber kann man machen, definitiv. Dann schon die ganzen Rüstungssets, wa? Da wir ja auf der Karte jetzt so 3 Stück markiert haben, also 3 Plätze, ups, falsche Richtung, geht davon aus, dass es ein komplettes Set sein könnte. Fände ich zumindest ganz cool. Allgemein, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, die Ebene generell ist friedlicher geworden, wa? Kann das sein, wenn wir da mit der Monsterwelt unterwegs sind und da so eine Base platt machen, dass hier automatisch weniger Monster rumschwirren? Cool wäre es eigentlich. Weil rein theoretisch müsste, sobald der Blutmund ist, da wieder ein paar Viecher auftauchen. Man, auch hier das sind schwache Viecher, also. Und einzelne. Ich wollte gerade fragen, wo reite ich eigentlich hin? Der Weg selbst stimmt zwar, aber ich war irgendwie ein bisschen creepy gefühlt. Fahren vor allem, reite. Schloss Hyrule. Das war schon wieder so wie der Titan Vamedo. Du, 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 du. Schwarzer wieder. Mhm. Als Anführer wohl gemerkt, war. So. Die Richtung hier ist es eigentlich soweit richtig. Der Biberrock war ja hier drüben. Das ist ein Scherz. Hä, den haben wir noch nicht gemacht damals? Ich stütze dich. Ja, lass mal los, ich will gucken, welche Richtung er fällt. Oh nein, direkt der Dumpster. Dumpster ist für alle da. Dumpster ist in Ordnung, Mann. Oh Mann, ey. So. Mal gucken, was wir hier zusammenbauen, wa? Ups, oder gar nicht. Hä? Normalerweise kann man die Dinge gut irgendwie also was dazwischen schieben. Und dann einfach unten verstärken. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Könnte eigentlich schon reichen. Jo. 14 gerade. Tatsächlich, es ist wirklich gerade. Wenn ich mir vorstelle, wie ich noch... gab irgendwie so, was war das, in Folge 20 rum, gab es irgendwann so eine Szene, wo ich glaube ich irgendwo in der Nähe eines Flusses war, den Fluss überqueren wollte, da war in der Nähe eines Stalls auch. Der mich damals so doof angestellt, irgendwie sogar eine Kombination aus einem Felsen und Brettern versucht, um das Ding
vom Umfallen am Umfallen zu hindern. Richtig bescheuert. Naja. Huch. So. Der Biberrock, der war doch hier drüben. By the way, ist da noch eine Monsterhöhle. Da war. Da waren die Dinge. Ah, genau, drüben müsste es sein. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Biberrock, reicht das schon? Nur fürs Erste. So, das war's. Ups. Ich bin's. Na? Mal gucken, wie schnell es bei dem geht. Was zum... Warum so schnell? Wow. Also die Steinherzen-Dinger sind ja echt krass. Würde man sagen, GG und so, wa? Wo sind hier noch Dinge, die von der Monster weggeflogen sind? Nicht mehr da war. Alle weg. Alles weg. Okay, nehme ich gerne. Dankeschön. Das Steinherz, das würde ich dann vielleicht mit dem hier verbinden. Einfach hier lassen wäre schade, fände ich. Ivarok-Hammer. Seltener Ivarok-Hammer. Aber eigentlich ist es ein Biberrock, okay? Deswegen war ich glaube damals auch ein bisschen verwirrt. Die ganzen Umstände. So, apropos Dinge, jetzt bin ich wieder hier. Wobei, es passt eigentlich auch von der Zeit her ein bisschen, weil dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit, um die letzte Geoglyphe zu holen, war? Weil eigentlich sind wir im Spätboss soweit schon durch. Es gab jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Klar war es schön zu gucken, was er ein bisschen geändert hat und so, auch mit den Geonen. Geodos, Entschuldigung. Soll ich mich doch schon ums Haus kümmern, als ich reingerutscht bin. Ja, das Problem ist mit dem Haus. Ich muss ein paar Dinge verkaufen, weil die Dinger, die ich da gemacht habe, sind scheiße teuer. Und der aktuelle Kohle reicht zwar. Das schon. Oh, ganz vergessen. Die Meldung. Die können hier nicht erscheinen, plötzlich sind sie da. Hä? Da ist der andere Kumpel wieder. Wir haben momentan keine Dinger mehr. Ah ja, warte mal. Also keine Sigma-Dingsbums. Bevor ich es vergesse, wo ist denn das Ding jetzt hier? Ne, gibt's ja gar nicht, wa? Okay, schade. Ich habe ja erwähnt in der letzten Folge, dass ich mittlerweile das Zelda Komplettlösungsbuch und so habe. Von Tears of the Kingdom. Und da war ein Eintrag bei den Crocs, den ich ganz interessant fand. Und zwar gibt es Städte, wo es auch Glocken gibt.
Jetzt hier zum Beispiel nicht. Ah doch, da. Das ganz kurz mal testen, ob es wirklich funktioniert. Das klappt echt. Hat die Glocke ein paar Mal klingen lassen und schon taucht ein Krog auf. Okay. Das noch so als Info. Damit wir da auf dem gleichen Stand sind. Wenn ich mal zurück bin, hier habe ich irgendwas zum wieder entfreezen. Und das gleich kaputt geht, eigentlich nicht, wa? Das Problem ist auch mit dem Mittelblock-Ding, den kann ich nicht einfach abnehmen, das bringt mir nichts. Stahl-Linux-Hammerschwer geht halt eher darum, dass ich immer starke Waffen habe. Ich glaube, das Feuerding, das ist etwas, das ich am ehesten mal verschwenden können, in Anführungszeichen, weil Eis ist halt immer cool, gegen einzufrieren, verbrennen bringt es nicht so viel. Schocken ist natürlich auch immer cool, das stimmt. So. So, er wollte einen Biberrock haben, ne? Müsste so das sein. Dann mach uns mal ein Biberrock, Biberrock, Biberrock. Mach uns mal ein Biberrock, la 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 la. Ja komm, Dums, da bricht dir nichts, ja? Ganz ruhig. Ganz fix versprochen. Sehen kann aber mit Hilfe meiner Fantasie ergänzt. Cool. So. Oh, wir kriegen uns die aufs Podest und so. Immer das Gleiche. Also warte mal, das Ding ist ja weg. Ganz erhaben da oben. Eine Schönheit. Ja, Schönheit, oh Biberrock. Naja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Da ist nichts Neues. Seht her, meine lieben Leute. Und sogar Orni und Zora sind hier. Hä? Wie denn das? Achso, nee, stimmt, warte mal, ganz vergessen, die wohnen ja hier. Der Dach im Hintergrund passt gar nicht. Ist ein Biberrock. Wenn auch seine Felsengriffe treffen, dann tut's verdammt weh. Monster-Zaumzeug. Ja. Yeah. Monster-Essenz, wollte gerade sagen, Monster-Zaumzeug im Fett anzulegen, ich weiß ja nicht. Ein schön großes Monster, bin gespannt, was er noch alles will. Ganz kurz alles durchsortieren, die ganzen Zaumzeuge hier. Welches Monster denn? Gigama? Ach, der im Untergrund. Habe ich ein Bild von Gigama? Ich glaube nicht, weil wieder bei im Untergrund, also passt ja eh. Ich glaube nicht, dass er... Wann soll ich denn... Nee, das ist ein anderes Ding. Alle möglichen Viecher habe ich. Am Schluss will noch König Girok oder so haben, ne? Der auf der... Okay. Gut, darum kümmern wir uns dann später, liebe Freunde. Ist ja kein Problem, das nicht so weiter wild. Bring eine Clue der Frieden auf Suche nach Wahrheit. Und da die Folge eigentlich relativ gut läuft bisher, ja, auch hier mit Untersuch Region für nur 2 Stück,
mache jetzt erst einmal die fertig. Träne des Drachen. Eigentlich ist die ja mit die Suche nach Zelda ja verknüpft, wa? Ja. Wir können zwar die Folge jetzt auch gut ausklingen lassen, weil wir eigentlich auch Thumbnails von dem wir haben, indem wir einfach sagen, ja gut, komm jetzt, baue da noch im Haus herum. Wäre eine Option. Was sind das überhaupt für... Okay. Die pennen einfach. Da drüben ist das riesige Loch, da waren wir auch schon ein paar Mal. Wir erinnern uns. Was man machen könnte. Ein anderes Set anziehen. Hm? Wo? Dankeschön. Na, dann haben wir schon. Da drüben ist eh noch ein Stall, wa? Den vielleicht nächste Folge den kann man mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, den aber noch nicht. So, wo bin ich gerade? Achso, da. Kein Fallschaden. Was auf der Höhe irrelevant gewesen wäre. Okay, den ganzen Rüster noch weiter upgraden. Oh, ein schöner Spaß. Erstmal den hier aktivieren. Wie gehabt, die ganzen Schreine machen wir später. Mehr oder weniger in einem Zug. Ich denke, es irgendwie 8 oder 12 Stück auf einmal, damit ich da ein bisschen was kriege. So. Die letzte Träne, Freunde. Seid ihr bereit? Für die letzte Erinnerung von Zelda. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zerspringen. Eine nutzlose Klinge. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Minero, ich wünsche dir alles Gute.
Link, ich verspreche dir, ich werde das Schwert für dich heilen. Du wirst es eines Tages wieder in der Hand halten. Ich werde es so lange in heiliger Kraft einhüllen, bis es schließlich den Dämonenkönig zu bezwingen vermag. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Für dich. Rette uns alle! Sie hat es getan. Sie hat es wirklich getan. Der Drache ist Zelda. Sag mal, da ich mich gerade, fliegt er jetzt tiefer als auch schon. Schräg. Der Weißdrache. Der weiße Drache mit dem goldenen Haar. Und auf der Stirn ist wohl das Master-Schwert, deswegen lautet es so. Ich meine, das Master-Schwert natürlich, die fliegt echt tiefer, wa? Damit ich jetzt leichter hinkomme. Aber ganz ehrlich, die eine Erinnerung, die wir jetzt in dieser Erinnerung gesehen haben, ne, da war noch die vom Deku-Baum. Die werden wir vermutlich irgendwo hier nochmal erleben, weil es müssen die hier sein. Aber warum soll ich jetzt überhaupt zum Deku-Baum gehen, wenn ich ja jetzt weiß, wo das Schwert ist? Ich meine, klar, um Deku-Baum zu befreien, klar, aber wo das Schwert ist, weiß ich ja. Die fliegt echt tiefer. Freunde, holen wir uns das Master-Schwert? Ja, ich weiß ja, ich habe so viele Waffen im Inventar. Prinzessin Enzian. Oh nein, Zelda. Oh, ist das bitter. Wobei, Minero meinte zwar... übrigens, Minero ist im Pura-Pad drin, ne? Ah, lustig. Minero meinte ja von wegen...
dass wer zum Drachen wurde, seine Seele kann nie wieder zurück. Aber ganz ehrlich, jetzt wo wir ihre letzte Erinnerung haben, fliegt sie tiefer. Dass sie eigentlich ständig, aber halt besser erreichen können. Das zum einen, zum anderen, auch diese Erinnerung, die kam erst später. Da war irgendwie auch so, dass Zelda gemerkt hat, quasi, oh, wir haben die andere Erinnerung gesammelt, also kann sie jetzt die hier auch droppen. Und ganz ehrlich, ich kann mir am besten wenig vorstellen, dass das Spiel sich jetzt sagt, jo, Zelda ist jetzt für immer einen ewigen Drache. Die werden wir nicht zurückwandeln können am Schluss. Wenn Gandalf besiegt ist, ganz klar. Weil ich mich frage, was wäre, wenn ich jetzt die ganze Hauptstory skippen würde? Also wenn ich direkt zu Gandalf gehen würde. Und das Master-Schwert. Können wir überhaupt das Spiel wie bei Breath of the Wild ohne Master-Schwert beenden? Weil das war etwas, was bei Breath of the Wild schon immer gestört hat. Dass es überhaupt möglich war. Weil eigentlich hätte es ja möglich sein dürfen. Gemäß der Story. Aber egal. Jo, Tränen des Drachen. Jo, dankeschön, Zelda, dass du dich für uns geopfert hast und zum... Jetzt fliegst du weiter weg. Nee, sie ist nur so tief. Okay. Kann ich eigentlich von ihr auch Materialien farmen? Ihr fahrt für einen Freund. Nein, ich meine jetzt, wäre ein bisschen krass, aber irgendwie... So, wir suchen nach Zelda. Warum ist... Es wurde kein Ziel festgelegt. Ja, aber... Wir wissen ja, wo sie ist. Du müsstest jetzt wirklich erst das Master-Schwert holen, und damit es dann klappt. Und ich frage mich halt auch mit dem Deku-Wald und Deku-Baum. Jetzt angenommen, ich würde den skippen, als erstes Master-Schwert holen und dann zum Deku-Baum gehen. Verpasst dann vielleicht irgendwie eine Sequenz, aber ich kann es mir vorstellen. Das Spiel ist so ausgelegt, dass du alles machen kannst, wie du willst, aber weil es halt wirklich das Ziel eigentlich, dass ich zuerst den Deku-Wald mache und Deku-Baum befreie und dann eigentlich erst das Master-Schwert hole. Aber eigentlich holen wir es jetzt schon, ne? Da sind wir uns einig. So, Prinzessin Enzian haben wir hier. Ist natürlich schön. Das Blume, wissen wir ja noch aus Breath of the Wild. Wo haben wir die überhaupt? Hier. Ich glaube, wir brauchen ja auch viele davon noch für gewisse Upgrades. Piratenschiffe? Ernsthaft? Oh, was hier wieder alles los ist, ey. Ja, Freunde, das war eine umfangreiche und auch erfolgreiche Folge. Finde ich zumindest. Wir haben viel geschafft, sei es episodentechnisch, sei es hauptstory-technisch, whatever. Wir haben noch hier die letzte Drache, die Drachenträne 12 noch geschafft. Sehr, sehr schön, hat sogar kein Symbol. Also nicht so wie die Dinger jetzt hier. Ich würde trotzdem sagen, in der nächsten Folge machen wir es so. Ich gehe wieder zum Turm hier. Dann schnell hier rüber. Zum einen den Schrein zu aktivieren, zum anderen aber auch für den Stall hier, weil vielleicht etwas direkt bannen können, vielleicht auch nicht. Und dann haben wir jetzt Zeit für den Untergrund. Ich weiß, ich sage das immer wieder und so, ich komme immer das dazwischen. Das Problem ist aber, ich muss oder will einen Untergrund machen, bevor ich nach Athen und Kakariko gehe. Und ich will nach Athen und Kakariko, bevor ich die letzten 2 Regionen hier mache. Also bevor ich die Zoras und die Gorone mache. Also insofern, ich meine, Schwäne Schloss, das können wir auch mal noch besuchen. Alleine schon, weil es vielleicht doch noch krass Waffen und so gibt. Was jetzt hier das mit Zelda und so soll, ich meine, das hier wurde noch nicht getriggert, genauso wie das hier. Es kann halt sein, dass es erst durch die Hauptstory getriggert wird und ich halt die Dinger hier gemacht habe. Oder dass die Suche nach Zelda wird erst dann getriggert wird, sobald ich den Deku-Baumwald... Warum wurde der Deku-Baum noch mehr erwähnt? Klar, er hat gesagt, ja, das Schwert wird immer stärker oder kann stärker werden. Das stimmt, das Schwert nimmt auf, als es stärkt, das ist nichts Neues. Das war schon bei Twilight Princess so, das war Link Between Worlds so, Link to the Past ja auch, fast überall. Oh komm, ist was. Für mich ist es halt trotzdem ein Hinweis darauf, wir blicken trotzdem mal hin, ein Hinweis darauf, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, in Deku-Wald zu gehen. Beziehungsweise... Ne, ich mache doch erst einen Untergrund, scheiß drauf. Ich mache erst einen Untergrund. Also nächste Folge erstmal hier noch, wie bereits erwähnt, also da noch einen Stall und so aufsuchen. Aber dann hält mich eigentlich nichts mehr vom Untergrund fern. Außer meine persönliche Angst. Also Angst, weil er ist, also nicht Angst ist übertrieben. Das Problem ist halt, durchs Dunkel watschelst und plötzlich überall erschrocken wirst. Und ich hasse, wenn ich erschrocken werde. Das kann ich auch den Ton nicht ausstellen.
Aber andererseits, warte mal, wir können das Gerät, die Flugmaschine bauen und wir müssten, glaube ich, da relativ viel von den Dingen hier haben. Von so einer Energiesphären. Von den großen auch noch. Ist auch perfekt. Nutzt das Teil und fliegen ein bisschen Untergrund herum und, ja, einen Tempel im Untergrund machen. Oder das Schlossgebilde, whatever das eigentlich sein soll. Hier, Tempel im Untergrund, genau. Das Ding als Hauptquest für die nächste Folge. Aber natürlich auch noch ein bisschen mehr. Weil eben, wir wollen ja auch noch unsere Batterien auffüllen. Was ich in über 80 Folgen noch nicht gemacht habe. Noch kein bisschen. Ja, ist eben noch nur die erste. Das ist schon... Irgendwie ist beeindruckend, dass ich es so lange herausgezögert habe. Aber scheiß drauf. Freunde, dafür Susan bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Warte mal, wo ist eigentlich Riku? Richu. Muss auch hier sein. Bis dahin, ciao zusammen.